Das ist Herbert. Herbert hat kein Zuhause. Er lebt im Nürnberger Tierheim. Und krank ist er auch noch, muss bald an der Hüfte operiert werden. Gerade jetzt bräuchte Herbert ganz viel Liebe. Tierheim-Mitarbeiterin Mandy Rissmann versucht zu trösten, so gut sie kann. Ihre Aufgabe ist es, Hunden wie Herbert die Wartezeit im Tierheim ein bisschen zu erleichtern. Tiere sind halt einfach die besseren Menschen, wenn ich so sagen darf. Ne? Also sie verzeihen auch einem sehr viel, aber sie sind halt auch sehr anhänglich. Also die hängen auch sehr an einem und geben auch einem sehr viel Liebe. Also mir liegt sehr viel am Herzen, hier den Tieren zu helfen. Das ist eine Vorübergangslösung und wir wollen halt den Tieren hier alles so gut wie möglich machen, bis dass sie ein neues Zuhause haben. Bei mir momentan an erster Stelle liegt halt, dass der Herbert vermittelt wird. Deswegen hat Herbert heute eine besondere Verabredung. Vielleicht lernt er dabei sein neues Frauchen oder Herrchen kennen. Im Tierheim Nürnberg leben derzeit 250 Hunde, Katzen und Kleintiere. Manche haben Glück und bleiben nur ein paar Wochen, andere Monate bis Jahre. Benny und Sandy sind hier, weil die Besitzerin verstorben ist. Die Erben wollten sie nicht übernehmen. Laura Saulo ist eine der wenigen Bezugspersonen. Sie hofft, dass auch das Hundepärchen heute ein neues Zuhause findet. Beim Barkdate, einer Tiervermittlung auf der grünen Wiese. Ja, also ich finde wirklich, dass das Barkdate eine tolle Möglichkeit ist für die Hunde und auch für die Menschen, einfach mal unverbindlich hinzugehen, zu gucken, ja, was könnte passen. Selbst wenn die Hunde, die wir gerade dabei haben, vielleicht nicht passend sind, wissen wir ja auch, was noch im Tierheim sitzt, was vielleicht dann passen könnte. Und an sich haben wir aber auch schon Hunde vermittelt, sogar einen Doppelpack durchs Barkdate. Und auch Benny und Sandy wollen unbedingt zusammenbleiben. Der Marienbergpark am Sonntag bei bestem Wetter. Eigentlich super Voraussetzungen für eine Vermittlung. Trotzdem, ein bisschen Nervosität ist dabei. Denn gerade Herbert ist so viele Hunde auf einem Fleck überhaupt nicht gewohnt. Genau, das war jetzt so eine typische Situation und er hat halt 45 Kilo, ne? Und man muss die halt auch halten können. Und das, was er jetzt gemacht hat, war noch harmlos. Also er pöbelt nur an der Leine mit anderen Hunden. Eigentlich ist er verträglich mit Hunden. Das ist nur die Leine bei ihm. Also, Herbert muss sich jetzt zusammenreißen und von seiner besten Seite zeigen. Das große Kennenlernen beginnt. Wir hatten in der letzten Zeit über Internet ein bisschen gesucht und habe gesagt, warum nicht einmal hierher fahren und sich die Hunde hier anschauen. Also ich bin schon das 3. Mal beim Barkdate und ich finde es immer total schön, dass man halt die Hunde mal so im Freien sieht und dass man einfach mal so auf die Hunde zugehen kann. Ich finde es ein bisschen schwierig für die Hunde. Man merkt, manche sind sehr aufgeregt, manche haben Angst, aber es ist eine tolle Aktion. 2 Stunden Streicheleinheiten. Benny und Sandy scheinen es richtig zu genießen. Die 2 kommen auf jeden Fall richtig gut an. Der Knackpunkt ist halt wirklich nur ein bisschen, dass die zusammenbleiben sollen und viele Leute nicht 2 Hunde adoptieren wollen. Und Herbert? Hat er seine Nervosität im Griff? Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt mit ihm, was das Pöbeln angeht. Also ich finde, er macht es eigentlich ganz gut im Moment. Es waren auch schon ein paar Leute da, er ist ja sehr menschenaffin, wie man sieht. Und da waren schon welche da, die haben jetzt auch mal nach ihm gefragt. Vielleicht klappt's ja jetzt. Paula Ulsenheimer hat Herbert schon im Tierheim gesehen und ist heute extra wegen ihm hergekommen. Einfach um nochmal persönlich ihn kennenzulernen und auch mal zu streicheln und zu schauen, okay, wie harmoniert es denn auch so, wenn kein Zaun dazwischen ist. Und? Gut. Wenn sie jetzt noch eine größere Wohnung findet, steht Herberts Glück nichts mehr im Weg. Die Vermittlungsquote beim Barkdate macht zumindest Mut. Laut Veranstalter liegt sie bei 40%. Zurück im Tierheim. Für Herbert und das Hundepärchen Benny und Sandy geht ein aufregender Tag zu Ende. Also ich würde sagen, für die beiden war das heute schon ein erfolgreicher Tag. Die haben beide einen Ausflug gemacht, haben viele Kekse gefuttert, wurden gekrault und gestreichelt. Ob jetzt heute das perfekte Zuhause dabei war, werden wir sehen. Wir hoffen es natürlich. Aber selbst wenn nicht, war es trotzdem, glaube ich, eine gute Erfahrung für die beiden.
Und vielleicht meldet sich ja der ein oder andere Interessent nach ein paar Tagen Bedenkzeit, weil er sich auf dem Barkdate in diese und in diese Hundeaugen verliebt hat.